Guten Morgen. Nachdem wir gestern das Deck vorgestellt haben mit Plänen und Explosionen aus der neuen Sommererweiterung, die neue Mechanik, die neue Möglichkeit, gibt es heute ein neues Deck mit alten Mechaniken. Die Schlüsselwörtermechanik, die hat ja an und sich gar nicht so schlecht funktioniert. Wenn wir da jetzt ein neues Deck dazu bauen, dann ist ganz klar die Sowjetunion, die hat die meisten Schlüsselwörter und wird perfekt unterstützt von Finnland. Finnland wird aktuell sowieso sehr stark genutzt. Wenn ich da jetzt Key eingebe, da passiert was, genau. Also wir brauchen sicher diese Wache mit Schock, da kriege ich Verteidigung für mein Hauptquartier. Hier kann ich Karten nachziehen für jede Einheit, die Mehrwert 1 Schlüsselwort hat. Und hier wird für jedes Schlüsselwort plus eins dazugegeben. Und diese Karte erhöht den Angriff für jedes Gefechts-Keyword. Und diese Wache da, die sorgt dafür, dass jede Karte, die ich einsetze, ein zusätzliches hat. Und hier kann ich noch einer bereits bestehenden Karte mit mehreren Gefechtskeyworten noch plus 2 geben. Und der hat Blitzhinterhalt und kriegt plus eins für jede Einheit mit 2 oder mehr Gefechtskeyworter. Nehmen wir mal mit rein, dann haben wir bereits 17 Karten. Was wir jetzt noch brauchen, ist etwas für das Anfangsspiel. Das Pionierbataillon kam ja zurück aus der Reserve und gibt mir 2 Verteidigung bei jeder Einheit, die zerstört wird. Wir spielen ja vor allem gegen Japan, Rusher, Marine-Spiele sind vielleicht nicht mehr so häufig. Die Flieger sind wieder verstärkt und die Mischler sieht man ab und zu. Und ganz viel wird jetzt mit dieser ganzen Wetterkarten gespielt. Diese neue Erweiterung durch die Anzac. Also nehmen wir noch eine günstige Wache mit rein. Dann, boah, vielleicht habe ich schon lange nicht mehr im Deck gehabt. Wir warten noch. Diese Wache wäre auch noch interessant, weil die generiert noch eine zweite Wache. Hier haben wir eine Blitzbindungsvernebelungskarte. Das heißt, er hat doch mehrere Schlüsselwörter. Ich brauche ja noch ein paar Karten mit Schlüsselwörtern. Die Explosion brauche ich nicht. Diese Wache, die mit der Steuerung hat zwar null Angriff, trotzdem. Ich brauche noch vielleicht noch diese Karte, dann kann ich den Angriff abwenden. Die finnische Karte, die 2 gekostet hat, die dann immer plus eins gekriegt hat, wenn eine Einheit hinzugefügt oder eingesetzt wurde, die wurde rausgenommen. Die motorisierten Schützen, die sind wichtig, da kann ich sämtlichen Schaden von meinem Hauptquartier abfedern, solange diese Wache auf dem Platz steht. Hier hätten wir Hinterhalt, Wache, Schock, also gleich 3 Schlüsselwörter. Blitzwache wird Veteran, probieren wir aus. Das sind ja auch 2 Schlüsselwörter. Der hat mir auch schon oft geholfen. Da kann ich die letzte zerstörte Infanterie wieder einsetzen, zum Beispiel so eine oder was auch immer. Ich nehme noch vielleicht 2 Fliegen mit rein, um Bombers zu blocken. Ah, die ist auch schön. Die gibt meiner Infanterie plus eins. Das heißt, für jede, die ich einsetze, kriege ich noch Verstärkung. Da hier könnte ich einer Einheit Schock geben und Hinterhalt.
Und der Gegner muss abwerfen. Die habe ich auch immer gerne mit dabei. Da haben wir auch innerhalb jetzt 2 Schlüsselwörter. Den brauche ich auch. Dann kann ich alle gegnerischen Karten neutralisieren. Hinterhalt Wache, das wäre auch gut. Aber ich bin schon fast voll. Hätte ich auch eigentlich noch gerne. Ah, das ist auch eine neue Elite-Einheit. Nehmen wir mit rein. Die wird aber nicht günstiger. Ich habe vorhin eigentlich diese. Den brauche ich auch. Die brauche ich auch. Mist, schon wieder zu viele Karten. Diese da hier in Kombination mit, die wird ja pro, wenn sie in der Hand ist, immer günstiger und sobald ich sie unter 3 habe, kann ich mit dieser Garde die einsetzen, also kopieren quasi. Das ist natürlich super. Was nehmen wir jetzt raus? Wir nehmen einen diesen raus. Und wo habe ich noch viele oder was brauche ich nicht? Wir nehmen, die macht ja nur Sinn, sobald ich schon einige Einheiten auf dem Feld habe. Also nehmen wir den auch nochmal raus. Dann hätten wir 40-40. Sagen wir dem Deck Schlüsselwörter. Schlüsselwörter. Ohne. So. Schlüssel. Mit L. Schlüsselwörter. Jetzt passt es. Ja, ich würde das gerne speichern. Als Kartenrücken nehmen wir die Sowjetunion Veteran, Schlachtfelder Moskau und dann gleich ohne Verzögerung, doch mit Verzögerung noch die Effekte einschalten, wenn ich schon vorher dran denke. Und ab geht's. Mal sehen, ob das Deck überhaupt noch etwas ausrichten kann. Das Deck noch brauchbar ist. Also jetzt haben wir hier, die sind alle zu teuer. Wir haben einen Japan Rusher, also brauche ich günstige Einheiten. Setze ich immer links vom Hauptquartier, der wird jetzt, es kann sein, dass der so mit Credits spielt, hier verliert. Ah, interessant. Wir nehmen jetzt hier die Wache rein. Bisher hat er noch keine Credits. Eine Elite-Einheit, okay. Jetzt verliert er Credits. Also ist es so ein Credits-Verlierer. Dann gehe ich mal mit dem Flieger rein. Kann ich ihm Einheiten wegnehmen. Der wird ja günstige Einheiten haben. Ja, das stört mir jetzt natürlich. Das war's zu erwarten. Ich nehme jetzt, wenn ich den habe, Blitzvernebelung. Okay. Ich nehme jetzt mal diesen mit rein. Ah, der kommt jetzt erstmal, weil er Credit verliert, wird der verdoppelt.
Wenn ich jetzt mit diesem da den angreife, mache ich da 3 Schaden. Ich könnte auch mit diesem da den wegmachen. Das machen wir jetzt. Und dann geht der noch weg. Und das war's. Ich kann dann diese ganzen Karten da neutralisieren. Der kann ja nicht bewegen. Ah, ein Sturm zieht auf, okay. Na, jetzt hat er verdoppelt. Also ich gehe sicher mal in die Front. Und dann nehme ich mal den mit rein. Gehe hier auch in die Front. Der hat jetzt 1 Panzerung. Und der hat nur noch 2 Karten. Und der ist ja erst, wenn er 4 Kopien davon hat. Ah, jetzt kommt er mit. Okay, das war jetzt aber sehr, sehr speziell. Weil dann zerstört er jetzt. Bring meinen Flieger wieder. Und beschütze den mit dieser Wache. So. Und mein Flieger hat jetzt Schnellfeuer. Also der hat jetzt Blitz. Verliert jetzt das eine. Okay. Ich gehe jetzt so mit dem Flieger auf sein Hauptquartier. Gebe ich eine Karte. Und die Karte kann was? Nein, will ich nicht. Vernebelung, okay. Nehmen wir den mit rein. Und verliere einen Kreditslot, kann ich angreifen. Ich greife hier noch und werte den noch auf. So. Okay. Das war jetzt nicht nett. Wir greifen hier mal wieder an. Fliege. Hat Blitz. Okay. Ab in die Front. Greife nochmal an. Na, hat auch Blitz. Und Bindung. Auch in die Front. Und angreifen. Die blockieren ihm seine Verteidigungslinie. Wenn er den jetzt nochmal verdoppelt. Das passt zu dieser Karte, genau. Aber das Problem wird jetzt sein, ich habe hier 6 Angriff und hat jetzt nicht funktioniert. Meine Schlüsselwörter waren jetzt besser als seine Credits. Und dann versuchen wir das noch ein zweites Mal. Was war eigentlich seine zweite Nation? Hat er die irgendwie mal gespielt? Ich kann mich gar nicht erinnern, irgendeine andere Nation als Japan gesehen zu haben.
Also viel zu teuer, zu teuer, zu teuer, zu teuer. Wir haben einen Russen. Das heißt, ich kriege relativ schnell diesen aufs Spielfeld. Und er hat auch etwas, der kommt jetzt dann in die Front. Das heißt, ich bringe jetzt diesen da. Der kommt an die Front. Der kommt nicht in die Front. Ich gehe in die Front. Die Front ist in diesem Moment wichtiger als eine Karte, weil ich muss ihm seine Defensivlinie blockieren. Jetzt muss er den zuerst wegkriegen. Er kriegt den weg. Den mag er nicht. Wir gehen jetzt mit diesem rein. Dann habe ich eine, wenn ich in die Front kriege, habe ich eine Hinterhaltkarte in der Front. Kann dann den mit dieser Karte noch. Ah, das stört er mir jetzt. Ah, die Sissi. Blitz. Okay, Blitzwache. In die Front. Jetzt gehen wir auch in die Front. Okay, jetzt hat er da Blitz. Und was kann er? Ah, jetzt kriegt er eine Wache. Okay. Ja, greif da. Ah, du greifst da an. Okay. Also jetzt hat er Hinterhalt. Und ich muss jetzt. Was mache ich? Also meine Infanterieeinheiten haben Blitz. Ich zerstöre mal und gehe mal in die Front. Okay. Das war jetzt echt spannend. Wenn ich jetzt den setze, ein Angriff, oder? Und ich habe 7 Karten. Das heißt, ich kann da ein bisschen was zerstören. Ich nehme jetzt einmal aus dem System. Gut. Ich weiß nicht, ob das so clever war für ihn, diese jetzt alle umzuwandeln. Ob das seine beste Option war.
relativ viele Wachen. Ich setze jetzt mal eine zusätzliche Wache ein. Ich nehme mal noch diese mit. Gehe mit dem mal in die... Will ich das? Will ich mit dem in die Front? Oder neutralisiere ich mal... Ich nehme den da. Und fang mal an, sein Hauptquartier anzugreifen. So, okay. Jetzt lassen wir ihn mal ein bisschen spielen und wir verursachen mal ein bisschen Schaden. Also dann nimmt mir jetzt meinen also meine Artillerie weg da. Das war klar. Jetzt kann ich dann meinen Panzer in die Front. Ich gehe jetzt mal mit meinem in die Front. Zerstöre seine Waffen, dann habe ich die Möglichkeit, sein Hauptquartier anzugreifen. Wenn ich jetzt meinerseits diese Elite-Karte habe, weil ich alle umwandeln kann, kann ich hier alles von diesen Panzern machen. Okay, das ist der Wache. Da gibt es 3 zusätzliche Credits. Zusätzliche Credits. Also ich muss mal mit einer Einheit in die Front. Setze hier. Ich warte noch mit dieser Karte. Ich bringe zuerst diese Karte. Nehme das System und greife mal ein bisschen sein Hauptquartier an. Und dann versuche ich, ihm seine Karten wegzunehmen. Okay. Dann in die Front. Bringen den da. Neutralisieren seine zusätzliche Credits. Neutralisieren die mal. Sein Hauptquartier an. Und gehe da in die Front. Diese Karte überlebt alles. Panzer natürlich. Jetzt ist der weg. Die Waage nicht, okay. Nimmt er gerne weg. Oh, das war jetzt aber ein bisschen Glück. Das heißt, ich gebe jetzt diesem Panzer Plus. Dann kann ich seinen Panzer machen.
Und ich brauche hier... Brauche zuerst den. Und dann diesen da. Und jetzt hoffe ich, dass mein Panzer überlebt da vorne an der Front. Damit ich... der zieht jetzt 2 Karten, weil er unbedingt was braucht, um meinen Panzer loszuwerden. Wenn ich jetzt den Flieger zerstören würde, hätte er die Möglichkeit. Ich gehe jetzt mal in die Front, schütze meinen Panzer, zerstöre seinen Panzer und gehe hier in die Front und brauche Karten. Gibt doch nicht gute Karten. Ja, ist jetzt gut. Ach, ja, war jetzt nicht so schlimm. Okay, ich kann meinen Zug offensichtlich beenden. Der hat ja Hinterhalt. Und wenn er jetzt den Flieger zerstört, kriegt er einfach bloß seinen Panzer wieder. Okay, er übernimmt. Der verliere ich und er auch, weil der hat Hinterhalt und Schock. Und jetzt? Okay. Sehr spannend. Also ich gehe jetzt mal... vielen Dank. Dann war ich jetzt in die Front, hätte seinen Panzer zerstört. Ja, das war's. Also Russland, Frankreich wird sehr oft gespielt, in letzter Zeit ebenfalls. Finnland ist auch sehr oft vertreten. War eine gute Runde, hat mir gefallen. Habe sogar an meinen Tagesmissionen weitergemacht, damit ich Gold bekomme. Gold ist ja sehr wichtig für dieses Spiel. Gold hat sowieso so einen glitzernden Nebeneffekt. Passt auf jeden Fall. Okay, das war's für diese Runde und diesen Deckbau. Und vielen Dank zum Zuschauen, beim Zuschauen, dass überhaupt jemand zugesehen hat. Und wir sehen uns nicht, aber wir hören uns beim nächsten Video. Dann bis zum nächsten Video. Tschüss.